Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was im Titel stehen wird. Aber egal, was im Titel steht, es stimmt. Um es jetzt am Anfang nicht unnötig spannend zu machen und damit ich noch alle Leute erreichen kann, möchte ich es direkt sagen. Ich werde in Zukunft keine hochdeutschen Videos mehr produzieren. Aber lasst es mich erklären. Bevor ich das Ganze jetzt erkläre, möchte ich noch eine Sache gesagt haben. Für die Leute unter euch, die jetzt schon wissen, ich möchte keine schweizerdeutschen Videos sehen oder ich verstehe kein Schweizerdeutsch, die können jetzt schon deabonnieren. Denn auf diesem Kanal werden keine hochdeutschen Videos mehr folgen. Denn ob diese kleine Zahl bei den Abonnenten jetzt größer oder kleiner ist, spielt mir jetzt nicht so eine große Rolle. Ich möchte einfach, dass meine Zuschauer aktiv sind und die meisten meiner Videos gerne schauen. Also ich will jetzt nicht, dass dieses Video unnötig lange wird, aber ich möchte euch trotzdem noch kurz erklären, warum ich jetzt Videos auf Schweizerdeutsch machen will. Wie der ein oder andere unter euch vielleicht weiß, bin ich Schweizer und in meiner Freizeit spreche ich Schweizerdeutsch. Und das war schon immer so ein bisschen ein Problem, zum Beispiel oder vor allem beim Vloggen. Das heißt, wenn ich einen spontanen Vlog aufgenommen habe, dann war ich gar nicht so spontan. Denn ich musste immer die Kamera halt nach vorne halten, so, und habe mich dann gefilmt und habe immer Hochdeutsch gesprochen. Und meistens war ich bei den Vlogs alleine und wenn Leute dabei waren, dann waren es Leute, die auch Videos produziert haben. Denn wenn ich mit Leuten etwas gemacht habe, die jetzt nicht so in der YouTube-Szene drin sind, dann war es mega komisch, ein Video aufzunehmen, beziehungsweise einen Vlog aufzunehmen, weil ich Hochdeutsch sprechen musste. Weil ich einfach so Hochdeutsch in die Kamera sprechen musste, obwohl ich immer Schweizerdeutsch spreche. Also konnten meine Vlogs gar nicht so spontan rüberkommen, wie ich das gerne gewollt hätte. Aber das Schlimmste daran war halt, wenn ich mit Leuten, die nicht viel mit YouTube zu tun haben, mit denen ich halt Schweizerdeutsch rede, oder mit Schweizer YouTubern, mit denen ich auch normalerweise Schweizerdeutsch rede, etwas gemacht habe, dann musste man immer ins Hochdeutsch rübersteigen und das kam dann immer komisch rüber. Es kam nicht nur den Leuten komisch rüber, die nichts mit YouTube zu tun haben, aber es kam selbst mir komisch vor manchmal. Und ich habe wahrscheinlich die letzten paar Monate damit verbracht, zu überlegen, ob ich jetzt auf Schweizerdeutsch umsteigen soll, ob ich einen zweiten Kanal eröffnen soll oder ob ich auf diesem Kanal weitermachen soll und so weiter und so fort. Ich habe mich sehr, sehr viel mit diesem Gedanken so rumgeschlagen. Und so leid es mir für die deutschen Zuschauer jetzt tut, die letzten paar Monate ging mir dieser Gedanke einfach nicht aus dem Kopf und ich habe mich jetzt dafür entschieden, schweizerdeutsche Videos zu produzieren. Für die Leute, die jetzt trotzdem noch sagen oder trotzdem noch meine Videos schauen wollen, die können natürlich diesen Kanal noch abonniert behalten, das steht außer Frage. Aber an die Leute, die jetzt sagen, ja, ich werde vielleicht ab und dann mal vorbeischauen, ich werde gar kein Video mehr schauen oder ich verstehe kein Schweizerdeutsch, an die Leute sage ich nur, ja, deabonniert halt einfach mal und wenn ihr Bock habt, dann schaut nochmal vorbei in ein paar Monaten oder sowas, wenn ich dann mal wieder ein weiteres Video hochgeladen habe. Aber abonniert bleiben bringt wahrscheinlich uns beiden dann nichts im Endeffekt, weil ihr schaut dann die Videos eventuell nicht und ja, ich habe dann inaktive Abonnenten. Vielleicht fragen sich jetzt noch einige, warum hast du nicht einfach einen neuen Kanal geöffnet, wo du dann einfach alle Schweizer rüberschiffen tust? Und warum ich jetzt nicht die ganzen Schweizer rüberschieben tue? Naja, mir liegt sehr viel an diesem Kanal der Pumpkin. Ich habe diesen Kanal jetzt schon ungefähr 3-4 Jahre und es liegt mir halt schon recht viel an diesem Kanal. Es tönt jetzt ein bisschen blöd für einige Leute da draußen, aber wenn man so ein paar Jahre lang Arbeit in diesen Kanal steckt, dann ja, hat man schon, ja, wie soll ich das sagen, eine gewisse Bindung zu diesem Kanal und ich habe jetzt nicht so Lust, diesen Kanal einfach so aufzugeben und ich werde jetzt einfach mal schauen, wie es geht, wie es laufen wird, wie inaktiv die Abonnenten sein werden. Ich hoffe, die Leute, die jetzt einfach nicht mehr schauen werden, die deabonnieren halt einfach und sonst ist es mir eigentlich auch egal. Ich möchte einfach ich selber sein können, ich möchte 100% ich selber sein können. Bei den deutschen Videos war ich auch schon ich selber, aber bei den schweizerdeutschen Videos habe ich das Gefühl,
kann ich noch natürlicher sein oder kann ich noch mehr ich selber sein und das kommt uns allen zugute. Naja, also das waren jetzt die letzten hochdeutschen Wörter auf diesem Kanal. Ich werde das Outro dann auf Schweizerdeutsch machen und möchte mich trotzdem noch mal bedanken für die ganze Zeit, für die ganzen Videos. Es war wirklich nice und mir hat es auch eigentlich immer Spaß gemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt so der nächste Schritt. Und wenn es nicht klappen wird, dann komme ich vielleicht wieder mal zurück. Aber in diesem Sinne, danke an alle deutschen Zuschauer da draußen. Ich mag Deutschland immer noch. Und damit, ja, tschüss. Ja, also, hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Begrüßung, der geht noch komisch. Muss ich noch mal ändern. Aber, ja, ich mache jetzt schweizerdeutsche Videos. Und nein, die Idee habe ich nicht vom Galaxy geklaut. Ich habe auch schon davor das Gefühl gehabt, ich müsste schweizerdeutsche Videos machen. Und ich habe es sogar mit dem Galaxy ein bisschen abgesprochen. Ich war wahrscheinlich einfach ein bisschen zu blöd gewesen, das Video eher aufzunehmen. Das ist es. Ja, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Bock mit mir in Zukunft schweizerdeutsche Videos zu machen. Und in dem Sinn würde ich sagen, bis zum nächsten Mal mit einem schweizerdeutschen Video.